Schön seid ihr wieder da. Final Fantasy 7, das Original, Teil 2. Ich bin der Zodi und wir machen hier gerade weiter. Wir sind jetzt hier angekommen, wir sind den ersten Reaktor haben wir in die Luft gesprengt. Und natürlich, oh schön, ein Speicherpunkt. Das machen wir jetzt natürlich auch gerade. So, ja. Jetzt bin ich wieder allein. Sagst du etwas? Hey. Jetzt aber... Huch! Was machst du da? Das geht aber nicht. Willst du es dir ansehen? Es hat da oben Detonation gegeben. Wenn der Pfeiler einstürzt, bleibt von den Leuten in den Slums nicht viel übrig. Naja, es hat keinen Sinn, sich darüber Gedanken zu machen. Schau nur, das ist gigantisch. Ja, jetzt sieht man es noch, oder? Riesengroß. Ja, Midgard, das ist schon eine eigene Stadt. Das Game hat so viel zu bieten, so viel eigene Chocobo-Zucht. Dass man dort den goldigen Chocobo holen kann. Es geht auch nicht mehr als 60 Frames. Rechts unten zeigt es mir an, dass es 30 Frames sind. Aber ist egal, aber du kannst herkommen, wenn du möchtest. Mach's gut. Okay. Jo, Zodi. Hier rüber, sofort. Ja. Komm. Darf doch schnell ein bisschen schauen, Mann. Stress mich nicht. Was ist da? Entschuldigung, ja, mal, hier darf man nur mit entsprechender Sondergenehmigung durch. Wie war ich diesmal? Du musst einen schärferen Ton anschlagen. Aber mal. Gehen wir weg, lassen Sie sie. Ich sehe die Bude reinballert, gerade um eine Ecke. Es geht. Das sollte man auch mal so machen. Ja, ich mache jetzt mal nicht. Ich kann nicht da schon rein. Ich mach nicht auf. Hau ab. Okay, hau ja schon ab. Es gibt viel versteckte Sachen, auch einmalige Sachen, wo man eben manchmal nur in diesem Moment kann bekommen. Also ich weiss zum Beispiel ein Bahamut, der Neo oder Zero, wer auch immer, ist, da kann man schon rein, kann man nur in einer Situation bekommen. Oh. Gehen wir mal hier schauen. Was sagst du? Wer zum Geier bist du? Kein Zutritt für Unbefugte. Weil heute ein besonderer Tag ist, will ich dir eine tolle Neuigkeit verraten. Du musst sie aber für dich behalten. Weißt du, was da passiert ist? Was? Schon wieder? Du kannst es bestimmt nicht mehr hören, aber hier hat es schon lange keine richtigen Neuigkeiten mehr gegeben. Du machst dir Sorgen darüber, wohin das alles führt? Stimmt's? Das geht. Ich weiss, wo nämlich alles herführt. Hahaha, ich weiss es. Weißt du, was ich mache? Wetten, du weißt es nicht. Komm morgen her und ich sag's dir. Da, hier im Slum gibt's einfach keine richtigen Jobs. Ich will in die Oberwelt. Ja, egal. Und es geht auch das Moment, bis wir da rauskommen. Bis wir aus Midgard rauskommen, geht das ein Moment. Da kann man sogar noch weiter rauf. Nein, man kann etwas holen. Ich weiss, dass es... Das hier ist ein Slum. Glaub ja nicht, du kannst hier umsonst wohnen. Was hast du vor? Du bist doch bestimmt müde, 10 Gil. Kommt nicht in Frage? Na, ich bin müde. Träum was Schönes, Väterchen. Was, Väterchen? Oh, Väterchen. Man gibt dir gerade Väterchen. Gerade ein Limit. In Haus rein. Gut, der schläft auch im Stall. Ob es da etwas gibt. Eine Knarre. Sieht auch mal so aus wie eine auf dem Bett. Okay. Das ist alles gewesen. Da kann man einfach schlafen. Gehen wir doch hier wieder runter. Ah, schön, er kommt da runter. Das finde ich super. Er kommt doch auch hier runter. Hey. Der ballert hier immer noch im Zeug rum. Bei dir kann man auch Waffen kaufen. Hey, hallo, Moment mal.
Du kannst hier nicht einfach rausgehen, ohne was zu kaufen. Das könnte sich als sehr ungesund erweisen, wenn du weißt, was ich meine. Kaufen Eisenreif. Besitz 0, Ausstattung 0. Sturmgewehr, da habe ich eins. Granaten, die sind noch geil. Die sind noch gut. Aber so einen Eisenreif nehme ich auch. Der hat sogar eine Fassung, kann man eben rein tun. Ich habe das Gefühl, dass ich nicht reinbekomme, dass ich keinen muss kaufen. Irgendwann ist so ein Gefühl. Weißt du was, einen kaufe. Zum Verkaufen habe ich ja sowieso noch nichts. Materia Genesung. Eben, jetzt muss ich schnell herausfinden, wie man das macht. Jetzt soll ich schnell schauen, ob es jetzt eine Möglichkeit gibt. Ausrüsten, Zodi. Eisenreif. Ja, das machen wir. Da können wir jetzt rein tun. Aber von der Materie können wir noch nichts ändern. Das finde ich jetzt ein bisschen komisch. Kommt dann vielleicht noch. Also wir schauen natürlich schnell die Stadt. Wir haben heute geschlossen, kommen morgen wieder. So, ich wollte eben gerade noch nicht gehen. Also viel mehr gibt es da gar nicht. Ich sehe gerade, das ist ziemlich klein aufgebaut im Vergleich zum Remake natürlich. Dann gehen wir dahinter, ich gehe alles anschauen. Es gibt da wirklich... Aha. Meine Güte, was ist heute Nacht nur los? Mir kam dieser lange Stromausfall gleich panisch vor. Es heißt, sie haben oben wieder einen Makroreaktor zerstört. Ich sitze nur da, trinke einen Schluck und sehe Nachrichten. Plötzlich fliegt mir nichts raus aus dem Laden. Was soll das? Okay. Siehst du etwas da? Wegweiser. Da das Lichtli? Nein. Nein, aufhören mit dem. Gut. Okay, rein da. Ist gut, geh rein. Entschuldigung. Papa. Das ist Marlene, wenn sie mich nicht täuscht. Tifa. Marlene, willst du nicht etwas zu Zodi sagen? Tifa, die habe ich am liebsten. Willkommen zu Hause, Zodi. Scheint ja, als wäre alles gut gegangen. Hast du mit Stascha gekämpft? Diesmal nicht, haben wir wirklich nicht. Du bist erwachsen geworden. Als du klein warst, hast du dich wegen jeder Lappalie geschlagen. Das ist Tifa. Ich weiß nicht, ob der Originalname soll sein, aber das mache ich jetzt nicht. Sorry, Tifa finde ich zwar gerade super. Aber weißt du was, ich nenne sie wie meine Freundin, also wie meine Frau. So, passt doch wirklich. Nehmen wir. Blumen, wie nett. Hier in den Slums sieht man kaum welche. Aber eine Blume für mich? Oh, Zodi, das war doch nicht nötig. Nichts Besonderes. Gib sie Carmen, gib sie Marlene, gib sie meinem Schatz. Danke, Zodi, sie duftet so herrlich. Am liebsten hätte ich den ganzen Laden voller Blumen. Hättest du? Ah, ich kann mich bewegen. So jetzt mit der... Ich rede jetzt mal mit der an. Ach, Zodi, Carmen ist eine Meisterköchin. Egal, ich will dir was sagen. Worum geht's denn? Interessiert mich nicht. Worum geht's? Carmen lässt mich immer probieren, wenn sie kocht. Und darum bin ich jetzt kugelrund. Ich weiß nicht, ob ich darüber lachen oder weinen soll. Aber der Laden ist bestimmt berühmt für sein gutes Essen. Und für seine Getränke erst recht. Okay. Es geht doch nichts über den ersten Schluck nach einem Einsatz. Ich sehe es schon besoffen, jetzt. Trink doch einen mit uns. Ja, warum nicht? Puh. So. Ist's recht. Auch wenn du Soldat warst, hier bist du trotzdem ein Neuling. Tu also, wenn ich dir etwas sage. Okay? Jessie? Vorsicht, ich bin ja ganz aufgeregt. Warum nur? Ja, aber wie da oben, siehst du mich an? Mein Anblitz, mit der stacheligen Frisur, musst aufpassen, spiesst die auf mit der. Da. Carmen? Tut mir leid, Zodi. Marlene ist wohl etwas schüchtern. Keine Panik,
Komm mal rein. Kein Problem. Da unten ist das Versteck. Kann ich auch da hingern? Ja, da ist die Küche, der Kühlschrank, die Jukebox. Im Remake kann man da natürlich die Musik ändern. Andere Musik laufen. Da ist nämlich auch nichts. Oh, da kommt er. Papa, willkommen daheim. Und ab auf die Schulter. Alles okay, Stascha? Bestens. Kommt mit runter, ihr Spinner. Die Konferenz fängt gleich an, oder fängt an. Bam, einfach eins draufhauen und dann geht das ab. Das probiere ich das nächste Mal, wenn ich flippere. Kommt aber auch nicht gut raus. Weißt du, was soll jetzt auch runter? Ah, ich kann runter. Im Remake kann man glaube ich nicht runter. Oder ich bin einfach zu blöd, dass ich das schnallen. Aber wir glaube nicht ins Versteck runter können. Ups. Hey, schaut mal, was die Nachrichten bringen. Eine riesen Explosion. Glaubst du, das ist alles wegen meiner Bombe? Ich hab's ganz genau so gemacht, wie es der Computer gesagt hat. Oh nein, ich muss es irgendwo verrechnet haben. Ja, die ist ein bisschen zu gross gewesen, die Explosion. Du, Zodi, ich muss dich was fragen. Waren bei denen, die heute gegen uns gekämpft haben, Soldaten dabei? Nein, da bin ich mir ganz sicher. Das hört sich aber sehr sicher an. Wären Soldaten dabei gewesen, würdest du jetzt nicht hier vor mir stehen. Glaub nicht, dass du eine ganz große Nummer bist. Weil... Kann ich lesen? Bloß weil du Soldat warst. Und dann geht's mich alle umheben. Dann geht's wieder wütend. Oh ja, du bist stark. Wahrscheinlich sind alle Soldaten stark, aber vergiss nicht, dass du jetzt für Avalanche arbeitest. Bild dir bloß nicht ein, du könntest dich immer noch an Shinra klammern. An Shinra klammern? Du hast mich was gefragt und ich habe dir eine Antwort gegeben. Das ist alles, das ist alles. Betreib nicht gerade, das ist klar. Hey, und dann willst du schnurren, hä? Was ist echt los, Mann? Ich gehe nach oben, wir reden über das Geld. Punkt. Sagst du noch etwas? Mist, das viele Geld, ja. Aha. Warte, Zodi, ja. Carmen, lass ihn gehen. Sieht so aus, als würde er Shinra immer noch vermissen. Schluss jetzt. Mir liegt weder was an Shinra noch an Soldat. Okay. Aber verstehe mich nicht falsch. Avalanche und der Planet sind mir genauso egal. Ist mir alles gleich. Dir seid mir egal, du bist mir egal. Du sagst, es ist dir egal, aber du bist zu mir gekommen, um mit mir zu reden. Zodi, du brauchst Freunde. Lass mich. Stimmt's? Lass mich? Oder es ist mir wirklich egal? Lass mich, würde ich jetzt sagen. Also, ganz so eingeschnappt müssen wir ja nicht sein. Na gut, wenn ich dich so ansehe, würde ich sagen, du bist einsam. Wenn du mal was auf dem Herzen hast, kannst du jederzeit mit mir darüber reden. Schön zu wissen, dass man das kann, Jessie Grant. Geld, meine Güte, muss eine Menge sein, klar. Ach, was soll's. Es war sowieso eine mündliche Abmachung. Lass mich hier mal rechnen. Huch, Zodi, hast du mitbekommen, was ich gesagt habe? Ja, Harm. Und du halt so laut redest. Da liegt noch einer am Boden, aber der Leih mit der Tasche ist mega am Wüten dort. Schau mal, er ist hässig, schau. Schau, wie er tut, wie Donald Duck, wenn er hässig ist, genau gleich. Jetzt gehe ich da wieder mal rauf. Mit Slider-Modus, hast du gesehen? Okay. Soviel ich weiss, kommt jetzt tiefer wieder rauf. Und zwar, wenn ich rausgehe. Hör zu, Zodi, ich möchte dich um etwas bitten. Mach bei uns mit. Tut mir leid, Carmen. Der Planet stirbt. Er stirbt langsam, aber sicher. Wir müssen etwas unternehmen.
Sollen Stascha und seine Kumpel doch was dagegen unternehmen. Ich hab damit nichts am Hut. So, du gehst also wirklich? Du gehst hier einfach so weg und lässt deine alte Freundin sitzen? Was? Wie kannst du das sagen? Tut mir leid. Ja, tut mir leid. Du hast doch das Versprechen vergessen. Hä? Versprechen? Also hast du's vergessen. Erinnere dich, Zodi, es war vor 7 Jahren. Der Wasserturm. Erinnerst du dich? Ja, damals. Ich dachte, Carmen würde nie kommen und mir wurde etwas kalt. Sorry, Verspätung ist ja klar bei Frauen. Kann man nichts anderes erwarten. Die Pünktlichkeit ist nicht des Frauens Gier. Du sagtest, du wolltest über etwas reden. Wenn es Frühling wird, gehe ich weg von hier, nach Midgard. Alle Jungen verlassen die Stadt. Aber ich bin anders. Ich werde mir nicht einfach nur einen Job suchen. Ich möchte Soldat werden. Und groß hinausgehen. Ich werde der Beste sein, genau wie Sephiroth. Sephiroth? Der große Sephiroth? Der große Sephiroth. Das ist der geilste Bösewicht der Game-Geschichte. Ist es schwer, Soldat zu werden? Ich werde wahrscheinlich eine Weile nicht hierher zurückkommen. Das ist schon traurig. Das hätte ich gern. Wenn du gut bist, kommst du in die Zeitung? Ich werde es versuchen. Hey, warum geben wir uns nicht ein Versprechen? Wenn du berühmt wirst und ich in der Patsche sitze, kommst du und rettest mich, okay? Was? Wenn ich in Schwierigkeiten bin, kommt mein Held und rettet mich. Das möchte ich wenigstens einmal erleben. Was? Komm schon, versprich es mir. Na gut, ich verspreche es. Und noch Sternschnuppen. Wünschen wir uns doch gerade etwas? Ritter der Runde, Zauber, gerade von jetzt an, von Anfang. Jetzt weißt du es wieder, stimmt's? Unser Versprechen. Ritter der Runde, auf das kommt er eigentlich zurück, was das genau ist. Ich bin kein Held, ich bin nicht berühmt, ich kann das Versprechen nicht halten. Aber dein Kindheitstraum ist doch wahr geworden, du bist Soldat geworden. Also musst du auch dein Versprechen halten. Oh Leute, da kommt er wieder. Die Gorilla klettern. Warte mal kurz, du super toller Soldat. Versprochen ist versprochen. Hier. Gib Geld, schiesst es einfach her, Mann. Geld von Stascha erhalten, 1500 Stutz ist ein bisschen wenig. Das ist mein Anteil? Soll das ein Witz sein? Wie? Du wirst also... Die nächste Mission ist also unter Dach und Fach. Für 3000 mach ich's. Wie? Schon gut, schon gut. Psst, wir brauchen ganz dringend Unterstützung, richtig? Das Geld ist für Marlens Ausbildung gedacht. 2000. Danke, Zodi. Merci vielmals. Das finde ich lieb, das ist nett. Dankeschön, Dankeschön, Dankeschön. So, dann sind wir wieder wach. Er hat auch hier in diesem Ecken unten gepennt. Es hat sicher ein bisschen bequemeren Ort gegeben als dort im Ecken unten. Der Bildschirm ist kaputt. Der Boxsack steht noch. Es hat auch ein Fax sein.
Wieder rauf. So. Marlene macht schon Cocktails. So ein Kind hinter der Bar mit Alkohol so am Mischen. Weiß nicht. Pädagogisch eigentlich nicht so völlig korrekt, aber ja, ist auch ein bisschen aus einer anderen Zeit. Guten Morgen, Zodi. Hast du gut geschlafen? Stash hat geschnarcht, klar, neben dir, ja, das passt. Ich weiß nicht, worauf du hinaus willst. Ich komme diesmal mit. Sollte man auch bewegen. Sagen wir, jetzt geht noch irgendwie weiter. Man redet noch weiter. Ich komme diesmal mit, das hast du schon vorhin gesagt. Unser Ziel ist der Reaktor von Sektor 5. Lauf schon mal zum Bahnhof. Ich besorge dir einen Platz im Zug. Jo, Zodi, vor dem nächsten Auftrag muss ich dich etwas fragen. Ich weiß eigentlich gar nicht, wie man mit Materie umgeht. Jetzt wird's interessant. Hier ist die Materie, die wir gefunden haben. Zeig mir nur, wie man sie benutzt. Zodi seufzt. Okay, ich erklär's dir. Schauen wir's an. Anleitung. Okay, ich werde erklären, wie Materie wirkt. Du kennst ja die Grundfunktion. Wenn du die Menütaste drückst, öffnet sich das Menü. Jawohl. So. Die einzelnen Menüs kannst du mit OK auswählen. Abbruchtaste, siehst du, und weiter geht's. Nun befindest du dich in diesem Menü. Wähle jetzt das Untermenü Materie. Entscheide nun, wer die Materie erhalten soll. Das ist eben geil. Achte auf meine Waffe. Alle Waffen rüsten. Ja, das ist gut. Wisst ihr was? Ich kann jetzt das nicht überspringen, weil ich weiss ja eigentlich, wie es geht. Genau, Zaubermaterie Genesung. Die kann man jetzt eben dort reinsetzen. Man kann es nehmen, aber das habe ich gar nicht gewusst. Da sieht man nachher, ob es auch funktioniert hat, ob die Materie drin ist und was eigentlich auch passiert. Wo man kann sie nämlich kombinieren. Man kann die Materie miteinander kombinieren und andere Fähigkeiten durch Kombinationen kann man sie freispielen. Das ist so geil gemacht. Jedes Mal, wenn du Materie aufnimmst, ändern sich deine Werte. Sie helfen eben auch, du wirst auch stärker mit dem. Der macht dich schwächer, der halt stärker. Und das kann man tatsächlich nicht überspringen. Was ich sehr schade finde. Das hat jetzt nicht selber annehmen. Gut. Okay, das war's. Später werde ich ein paar detaillierte Tipps geben. Hör mal, was soll der Blödsinn von wegen? War doch ganz einfach. Ich weiß nicht. Gut, also du übernimmst die Materie. Materiesystem. Zodi, ich habe eine Nachricht vom Waffenhändler oben. Er möchte dir etwas geben. Vergiss es nicht. Marlene, pass auf den Laden auf, während wir weg sind. Geht in Ordnung. Viel Glück. Super, jetzt schauen wir das uns gerade noch einmal an mit dieser Materie. So. Jetzt seht ihr auch, wieso wir überhaupt schon Magie hatten. Das hat nämlich schon 2 drinnen. Also eigentlich hat es Blitz und Kälte. Was der Eis. Jetzt kann ich da drauf gehen. Was Eis hat, dann gibt es ein Eis 2 und Eis 3. Hier genau das gleiche. Da ist jetzt so keine drin. Jetzt kann man da drücken und zum Beispiel Genesung rein tun. Das heisst Heilung. Eben dann nachher die Fähigkeit, sich zu heilen. Und jetzt habe ich zwar alle 3. Dann mal schauen, was sie. Ich habe noch gar keine Materie drin. Da kann man eben umswitchen. Aha, Ausrüstung und Materie. Okay. Also sie 2 hier. Wir machen das eigentlich. Haben noch gar nichts drin. Das heisst, die Heilung könnte man vielleicht mal bei ihr rein tun. Weil
Die Materien selber kann man auch leveln. Du siehst hier die Sterne, die grünen Sterne neben Genesung. Die kann man eben selber auch leveln und durch die wird man auch stärker. Also, dass man Materie selber kann leveln, der Zauberspruch ist wirklich ziemlich einmalig. Und einfach fett. Einfach geil. Ich hoffe, wir haben es ein bisschen verstanden, aber die werden es immer noch sehen. Wir werden so viel zu tun haben mit dieser Materie, ganze Geschichte. Der Waffenhändler hat noch gesagt, er hat hier noch etwas für mich. Kann jetzt da rein? Ah, jetzt ist offen. Was hast du? Ach, wird wieder ein Tag, an dem nichts los ist. Wenn das so weitergeht, ist bald Schluss mit dem Laden. In so einem Slum verkauft man einfach keine richtig guten Medikamente. Oh, sieh mal einer an. Da kommt nicht allzu oft vor. Bist du ein Kunde? Ja, willkommen. Wir verkaufen, wir kaufen. Gut. Ah, da. Da kann man eben Zaubermaterien kaufen. Kälte, da haben wir schon einen. Gewitter. Die Genesung haben wir auch schon einen. Was wir nicht haben, ist Feuer. Und so einen kaufen wir jetzt einfach. Was braucht es? Das brauchen wir alles. Gut, merci vielmals. Ich wollte die noch gerade schnell einsetzen. Materie. Noch wären jetzt noch keine. Und geben wir ihm doch das Feuer. So. Jetzt gehen wir noch schnell die Waffe. Kann jetzt hier auch rein? Ist das da? Ja. Du hast noch etwas für mich wollen? Nicht. Ja. Nein, ich will nicht. Hey, jetzt flucht er mich noch an, weißt du? Ich will doch ein bisschen pennen. Hey, hallo, Moment mal, du kannst dir nicht einfach rausholen, was zu kaufen. Das könnte dich als sehr ungesund erweisen, wenn du weißt, was ich meine. Irgendeiner sagt da, ich kann da noch etwas holen. Wo kann ich das holen? Ist vielleicht der Zahnbürste? Schon wieder? Nein. Kommt nicht in Frage. Ich bin am falschen Ort. Ja, ich weiss, man sollte speichern, wo man kann. Das kann man dann auch. Aber ich will das nicht jetzt machen. Das heisst, ich bin am falschen Ort. Dann muss ich auch hier rein. Hier. Jetzt ist hier offen. Gibst du mir jetzt etwas? Moment. Das ist der Club für Anfänger. Du willst ein Anfänger sein? Deine Augen verraten, dass du keiner bist. Du hast es richtig gesehen. Mach keinen Ärger. Ich war Soldat. Ich sag dir, was ich alles weiß und das auch noch gratis. Zadi, was möchtest du wissen? Wie man speichert, wie man seine Freunde heilt, bla 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 bla. Also kann man eigentlich nachschauen, wie man das Ganze macht. Das weiss ich aber alles eigentlich schon. Das heisst, mir kommt noch etwas über Hilfe, Peng, Klatsch, Bang, Bang, Zodi, du musst durchhalten, deine Limitanzeige baut sich gerade auf. Wow. Siehst du, jetzt ist deine Limitanzeige voll, du kannst sie benutzen, 16 Limit-Techniken. Die spielen mich. Super! Hey Soldat, erzähl uns von der Schlachten, wir bezahlen dich auch dafür. So dreckig geht's mir nun wieder auch nicht, dass ich von euch Geld nehmen muss, aber ich unterhalte mich gerne mit euch. Was sollt ihr wissen? Ah, das ist wieder das Gleiche. Ja, das ist auch einfach so ein Ding. Aber ich meinte, er hat noch etwas für mich. Das ist der berühmte Speicherpunkt, ja. Genau, wenn man speichern kann, du brauchst dir also keine Sorgen zu machen, wenn du vernichtet wirst. Das ist zwar ein wenig vorgegriffen, aber wenn du Midgar verlässt, wenn du auf der Weltkarte bist, kannst du überall speichern. Vergiss das nicht. Das dürfte so ziemlich alles sein, was du über den Speicherpunkt wissen musst. Wir sehen uns wahrscheinlich irgendwo unterwegs wieder. Mach's gut. Ich bin eine Schatztruhe. Anfänger, nach mir müsst ihr ganz besonders Ausschau halten. Anfänger, nach mir müsst ihr ganz besonders... So, hätte ich es so lesen. Ja, das ist ein bisschen falsch gelesen.
Ja, speichern wir doch gerade, wenn wir ja schon dran sind. Natürlich gerade hier. Ja. Sind wir wieder das dritte. Ich würde jetzt gleich noch gerne wissen. Ah! Das wäre es auch gewesen. Was haben wir hier? Alle! Jetzt haben wir eine Materie, alle. Hey, auf Anhieb, das war Materie. Nimm als nächstes diese Schatztruhe. Enter. Jetzt hört zu, in diesen Schatztruhen sind viele Objekte versteckt. Es gibt Kisten und Beutel. Gib also Acht, dass du keine übersiehst. Okay, das ist jetzt wieder das Gleiche. Ist echt das gewesen? Also die Materie alle ist der Hammer. Ich weiß schon, was die kann. Das zeige ich jetzt. Zum Beispiel jetzt haben wir hier eine Kombination. Jetzt haben wir sagen Kälte oder Blitz. Jetzt macht es Blitz auf alle Viecher. Und da können wir natürlich noch Kälte rein tun. Mit dem hier alle, mit Zaubermaterie, Wirkung auf alle. Das heisst, wir können jetzt Blitz entweder auf ein Viech oder eben auf alle Viecher machen. Und das ist eben dann schon geil. Ja, das wird auch das gewesen sein. Nehme ich mal an. Da geht's runter. Also mehr habe ich nicht. Gut, also. Die warten dort schon, aber das sehen wir nachher dann beim nächsten Teil. Leute, merci vielmals, dass ihr wieder eingeschaltet habt. Lasst mir ein Like da, einen Kommentar, ein bisschen Liebe. Und sagt, wie ihr es findet. Ich finde es geil, wieder mal aus Fantasy 7 durchzuzocken. Ich versuche natürlich dann alles zu holen, was auch noch möglich ist. Merci fürs Einschalten und wir sehen uns beim nächsten Part. Ciao ragazzi, tschüss zusammen.